Sommerzeit. Servus und herzlich willkommen beim Sommerspezial von der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Wir nutzen das Sommerloch und blicken zurück auf ein halbes Podcastjahr voller neuer Gäste, spannender Geschichten, weltpolitischen und persönlichen Ereignissen. Und mit wem kann man das alles besser durchsprechen, wie mit meiner heutigen Gästin. Mit dem Lilith im Anschlag, gerade aus München angereist, endlich wieder an meiner Seite. The one and only, die Häckelfrau. So, Sommerspezial. Ich bin noch voll im Flow von deiner Gefällt's dir? Intro. Boah, Wahnsinn. Im Übrigen, mein Kind hat Sommerspezial gesagt, aber mit der deutlichen Aussprache ist es noch nicht. Das ist noch nicht so. Ich finde das immer so süß, wenn das Kind in so einem Trailer hörst, aber in echt ist das so, sag's nochmal. Sommerspezial. Das versteht man nicht, sag's nochmal jetzt. Deutlich. Aber Mama, ich will nicht. Doch, du sagst das jetzt. Ja, ganz süß. Aber es soll Sommerspezial heißen, ja. Und wieso machen wir mir Sommerspezial? Weil wir es können. Weil wir es können. Weil wir es können. Und weil die Sonne scheint. Und weil Sommer ist. Hallo. Nein, es ist ein Sommerloch und man darf ja jetzt wieder reisen. Von dem her ist mit den Gästen Ja, auch. aber nach Malle ist jetzt nicht mehr, ne? Nein, ist schon wieder rum. Ganz Spanien, oder? Ja, es war ein kurzes Zeitfenster. Ja, aber ja, manche Menschen sind im Ausland. Wir wissen nicht, ob sie wiederkommen. Aber ist egal. Gestrandet. Genau. Richtig. Nee, genau. Und deswegen haben wir mir gedacht, so ein halbes Jahr zurückblicken auf die letzten Folgen. Mit Ist ja viel viel Alkohol. passiert. Genau. Und deswegen ist die Häckelfrau wieder da. Ja. Ganz ohne Kinder. Oh Gott, das ist Wahnsinn. Das ist schön. Das ist wie Ausbrechen, Das gell? ist geil, gell? Ja. Willst du wieder zurückfahren, oder? Ich glaube nicht. Bleib hier. Ich fand es auch total nett. Der Weg hierher, diese wunderschönen grünen Landschaften, Hügel. Niederbayern. Wahnsinn. Niederbayern. Kann schon was. Ja, ich weiß. Ähnlich wie Weinberge in der Pfalz, habe ich mir sagen lassen. Kann auch was. Ich darf sagen, wir haben viele neue Kategorien. Möchte ich Ja, jetzt mal ich sagen. bin, Ja. aber ich bin völlig, also du hast gesagt, du überrascht Überrascht mich. Wir haben schon ein bisschen was getrunken. Ja, so wie immer. Das stimmt. Bevor wir jetzt mit den Kategorien anfangen, der Mami-Fail, den gibt es ja immer noch. Oh ja, Ich weiß ja, dass du im Urlaub warst. Als man noch durfte. das stimmt, ja. Erzähl uns mal von deinem Da Urlaub. ist mal was passiert im Urlaub, ja. Wo warst du denn? Wir waren in Italien auf so einem Campingplatz, wo mit Wasserpark und Trampolinpark, also Die Malediven der armen Leute. genau, also es ist jetzt für Erwachsene ist es, glaube ich, so ein bisschen der Höllensumpf, aber für Kinder ist es natürlich Himmel auf Erden. Und dann waren wir nach einem langen, tollen Tag, waren wir in diesem Trampolinpark. Und nach dem Trampolinpark wollten wir noch irgendwas machen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, genau, wir waren in diesem Trampolinpark und da war es ja auch schön warm und überhaupt. Und da gab es einen Getränkeautomaten, natürlich mit bösen Softgetränken, ja. Und meine Kinder haben dann gebettelt, dass sie eine Sprite bekommen. Und als Mutter der Nation sagst du dann natürlich Ja, irgendwann, Schnauze, hier ist Geld. Will meine Ruhe haben. so in die Richtung, genau. Und dann hat die Große erstmal getrunken und hat so ein bisschen, ich meine, du weißt ja, wie das bei so kohlensäurehaltigen Getränken ist. Man kann da gar nicht so viel, sonst musst du ja rülpsen wie so ein Geier. Aber diese Gier von den Kindern. Ja, genau. Dann hat die Große so ein bisschen genommen, was man halt so 2, 3 Schlückchen trinkt und die Kleine pumpt die restliche 0,5er Flasche weg. Es kam dann ein schöner kleiner. Aber das war's dann auch. Okay, alles klar.
Dann sind wir raus aus diesem Trampolinpark und wir wollten noch irgendwo hingehen. Ob wir noch zum Strand wollten oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, gehen wir vorher in unserem Bungalow vorbei und ziehen uns um. Dann sind wir in unserem Bungalow und jeder ist so in seine Ecke, weil ja jeder noch was anderes anziehen wollte und die Kleine ist in der Mitte stehen geblieben und du hörst nichts. Es ist mucksmäuschenstill und auf einmal macht so Flatsch, gefolgt mit einem Da war die Sprite wieder da. Einfach wunderschön auf diesem Linoleumboden. So ein bisschen. Boden war auch nicht ganz gerade, wir haben genau gesehen, wo der Winkel ist. Ja. Dann kam der Gatte, weißt du, die erste Reaktion ist nicht, oh Gott, was ist passiert, sondern ich muss hier raus. Das kann ich nicht sehen. Dann hast du das heulende, verkotzte Kind. Überall Bröckchen. Ja, und wer ist schuld? Toll, Mama. Ja, genau. Echt toll, Mama. Richtig. Wie kannst du das nur zulassen, dass dein Kind Sprite trinkt? Ganz genau. Ja. Vor allem so viel. Toll. Ich hab's verkackt. Ja. Naja. Aber es war dann auch rum. Also die Sprite wollte eigentlich nur wieder raus. Ja, es war eigentlich nur so. Es war wahrscheinlich ein Bäuerchen, was fehlgelaufen ist. Mit Dreingabe. Schön. Mein Eis! Jetzt will ich noch ein Eis! Ja, super. Schön. Ja, genau, das war's. Toll, Mama. Was hast du verkackt? Ja, mein Kind verloren. Aber ich habe ihn wirklich verloren. Also wir sind ja hier immer im ortsansässigen Freizeitpark, wo mittlerweile am Wochenende wirklich der Bär steppt. Also ich fahre eigentlich nur noch unter der Woche hin, weil da wirklich was los ist. Und wir sind halt da hingefahren dann am Wochenende und ich habe mir so einen Parkplatz schon gedacht, scheiße, war so viel Leute. Na, wir fahren mal wieder. Ja, und weil du auch die Mutter der Nation bist? Ja, genau. Und fürs Kind machst du das ja. Und dann sind wir da einmal durch und dann musst du ja überall anstehen. Weil unter der Woche ist es wirklich so, du sitzt in deiner Rodelbahn und bleibst einfach sitzen. Ach, ist das schön. Also richtig geil. Ja, und dann hat er selber gemerkt, dass irgendwie viel los ist. Und ich so, ja, komm, jetzt fahren wir heim. Und dann her ist von der Seite, waren Nachbarn, nicht du im Übrigen. Bist ja nicht mehr meine Nachbarin. Nein, Hallo! Und ja, super, waren die Nachbarskinder da mit Eltern und dann hat er mit denen halt gespielt. Und ich bin wirklich mittlerweile so, viele Menschen und Lautstärke, das mag ich nicht. Mag ich einfach nicht. Ja, und dann wollte ich dann einmal irgendwie auf die Tierbahn, wo du halt auf so komische Tiere drauf sitzen kannst und rumfahren kannst. Und meine Nachbarin ist gegangen mit 2 kleinen Kindern im Anschlag. Ja, ich nehme ihn mit. Ich sage, ja, okay. Und ich habe da hingesehen und dann habe ich ihn sogar noch rumfahren sehen und dann habe ich gedacht, ja schön. Und dann habe ich meinen Red Bull ausgepackt und habe eine Zigarette geraucht, wie man das halt so macht in so einem Freizeitpark. Und irgendwann kommt die Nachbarin wieder mit den 2 kleinen Kindern auf dem Arm und dann sage ich nur, hast du mein Kind verloren? Oh. Und dann wird die Kass weiß, Gott, nein. Ist der nicht hier? Ist nicht dein Ernst. Sag ich, wie ist der nicht hier? Ja, der ist von dem Tier runter und sie war hinten mit den anderen Kindern nur auf dem Tier. Tschüss! Und dann ist er halt weggelaufen. Ja, und sie was hat sie gemacht? Okay. Ja, sie war ja nur auf dem Tier drauf. Also, okay. Und ich habe das immer noch total mit Humor genommen. Ja, dann kann ich jetzt heimfahren. Ja, summa summarum 60 Minuten war er weg. Nein. Wir sind zu 5 ausgeschwärmt, 5 Erwachsene durch diesen ganzen Park. Jeder hat ihn gesucht, jeder hat geschrien. Und wenn du die dann beim Suchen schon findest und man sagt nichts mehr, jeder schaut eigentlich nur noch so im Boden so. Gott. Echt jetzt? Und mir sind dann Bilder in den Kopf. Natascha Kampusch ist mir mal wieder eingefallen. Die Mögliche, Maddie ist mir eingefallen. Ich habe mir eigentlich auch schon im Teich Kann mit man dem das Rücken nicht noch. ausrufen lassen? Kann man da nicht Da wollte sagen, kein Lautsprecher! Gottes Willen. Park abschließen, Boah, absperren. ja, nein, und dann sind die Tränen schon leicht gelaufen und ich weiß nicht, die anderen Eltern, die haben mich, weil ich bin da im Dauerlauf durch und also, okay, was ist mit der? Okay, die ist komisch. Die sind hier angeschrien. Das ist so, mein Kind. Ja, so ungefähr. Und dann wollte ich auf den Parkplatz raus und dann hat mich, suchen Sie ein Kind? Ja. Und da sind 2 Anmeldungen. Das ist einmal eine Kartbahn und dann ist ein Ding, was du Minigolfschläger leihen kannst. Und ich so, ja, die sind zur Anmeldung bei der Kartbahn, glaube ich. Und ich halt im Vollsprint zur Kartbahn hindrehe und da war fast nichts los. Also ich habe alle Menschen einfach weggeschoben, mein Kind, gibt's mir mein Kind? Und dann steht diese Verkäuferin da so ganz kalt, na, bei uns haben sie keinen abgegeben. Und das war dann der Zeitpunkt, wo so alles gebrochen ist. Da bin ich so halber zu sagen, oh Gott. Ich habe ventilieren angefangen. Und ich dachte, scheiße, jetzt wenn es die umhaut, dann ist es noch geschissen. Ne? Was tun wir jetzt? Und dann bin ich zu der anderen Anmeldung nochmal vor und da ist er dann gestanden. Boah, Alter. Hat er geweint? Na, Mama, ich wollte heimgehen. Und den haben sie wirklich auf dem Weg. Was stellst du denn Parkplatz unter diesen Milliarden Autos haben sie den gefunden. Er wollte heimgehen. Dein Ernst? Boah, Alter. Boah, krass. Ja, das war
ja, das war nicht so gut. Und ich habe dann beim Hast du ihm Zurückgehen... dann aber hoffentlich erklärt, dass er nicht alleine nach Immer Hause da, wo es gehen Essen soll? gibt, treffen wir uns. Immer da, wo es Essen gibt, weil das kann er sich gut merken. Das ist Aber praktisch. ja, das war auf jeden Fall Horror. ja, nicht so schön. Und beim Zurückgehen habe ich es dann erklärt, wie irgendwie so im Ohrenwinkel habe ich es gehört, ja, wenn man nicht aufpasst. Aber ich war nervlich so am Ende, dass ich da nichts mehr sagen konnte. Aber es kann, und es geht so schnell. Ja, es geht das einfach ist so ratzfatz schnell. Weg, das stimmt. Und das, ja, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Doch wieder die Kinderleine einführen. Oder? Ja, ich sag das Ja. immer wieder, scheiß auf Persönlichkeitsrechte. Aber so alleine, das macht schon Sinn. Ab dem Zeitpunkt, wo die selber Disneyland laufen. haben die das auch ganz oft. Super ist das. Super. Und immer, wenn man irgendwo Menschen mit einer Kinderleine sagt, dann kriegen die diese verachtenden Blicke. Und ich kann das nicht verstehen. Herz Ein für kleiner Menschen mit... Maulkorb, wenn sie alles vom Boden Oh, das war essen. gut. Oder so Klappen, wie die Pferde haben. Das im Supermarkt an der Kasse, das war super. Fokussier dich auf die Kartoffeln. Rechts und links ist nichts. Wir sollten mal eine Kinderkollektion Ich finde auch, wir sollten so neue Erziehungsratgeber schreiben. Das wird finde sich ich bestimmt gut. Super Finde ich gut gut. verkaufen, Kein ja. Sprite. Immer nur in Schnapsgläsern. Geben Sie Ihren Kindern vorm Schlafen gehen immer 1 Liter Sprite. Es wartet eine nette Überraschung auf Sie. Ach, Schön. toll. Wahnsinn. Schön. Dein Hund, der Hund fühlt sich hier wohl, Fühlt gell? sich pudelwohl. Darf die zu Hause auf die Couch? Mittlerweile ja. Na, wie hast du denn das Er gemacht? ist schwach geworden, weil er und sie sind mittlerweile hier Best Friends. Dein Mann und der Hund, nur mal so. Ja, ja. Er und sie, genau. Ja, doch, sie haben sich sehr lieb, muss ich tatsächlich sagen. Die Coco schön. wartet auch immer auf ihn, bis er dann ins Bett kommt. Und Und du? Total. Bist du nicht mehr Nummer 1? ich bin schon im Bett. Sind immer so laut, wenn die kommen, die zwei. Mensch. Nein, doch, ich glaube schon noch, aber sie mag ihn auch sehr gern. Ja, schön. Und er sie auch. Aber ins Bett darf sie nicht. It's love. Nee, darf sie nicht. Aber es ist auch in Ordnung. Abgesehen davon könnte sie gar nicht hochkommen ohne Treppe ins Bett. Also Heb mich hoch. Ja, mit dann rausfällt, das war nix. obwohl Heidi Klum schläft auch mit diesem Mit dem Riesenhund, mit gell? dem- Boah, der mit ist dem so Kalb. geil. Der ist so, Anton heißt der. Ja, und der ist, glaube ich, so behaart wie ihr Mann. Da weißt du manchmal wahrscheinlich nicht, der Tom. wen kraul ich jetzt da. Ja, mein Gott. Ich habe den Haarhund. Kräuselt es sich oder ist es eher glatt? Schön. Schmeckt nach Schappi. Oh Gott, ja, das ist wieder eine tolle Folge, ne? Ah, Cool. schön. Bitte. Ist ja ein Rückblick auf die letzten 6 Folgen. Moment. Podcast Review. Und dieses scheiß Soundgerät ist nicht gegangen. Das heißt, das ist all by me. Also ich habe keinen Effekt, sondern das war Podcast Review. Nein, ist nicht Ja, dein und ich habe Ernst. auf YouTube Nein. gesehen, dass man so einen Hall gut macht, wenn man dann immer weiter weggeht vom Mikro. Boah, du bist so fucking professional. Genau. Unfassbar. Gäste. Einer kriegt eine eigene Rubrik quasi, aber die 3 Gäste aus dem ersten Halbjahr, das war einmal der Christian Springer. Gehört? Über was hat der denn gesprochen? Der hat über die Orienthelfer, richtig? Ja, habe ich gehört. War ja nicht so jetzt der Funny-Podcast, aber war sehr interessant. Ich bin diesem Mann wirklich so dankbar, weil nach dieser Enttäuschung letztes Jahr im Januar mit dem Herrn Willi A. Hätte ich nicht gedacht, dass der das macht. Und das ist wirklich, und der ist halt, hast du den Kind davor? Nein, aber ich bin ja auch kein Bayer. Ach so. Also ich glaube, wenn du aus Bayern bist, kennst du den schon. Also man kennt den schon und der ist, dass sie der wirklich für so ein Format wie meins, wo jetzt meine Mutter hört und vielleicht deine, Deine Mutter. deine ab und zu. Genau. Und ich finde es auch so wichtig, was der macht und das war Ja. eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Folge. Ja, das stimmt. Ich habe kurz danach mit dir telefoniert und hast du gesagt, du willst nach wohin gehen? Ins Ausland. Nein, Libanon. Stimmt, na, ja. Nein, mir hat das schon also wirklich. Echt? Ja, da machst du ja mal was Sinnvolles. Ja, schon, aber ich meine, du hast dein Kind im Freizeitpark verloren. Das tut mir leid. Stimmt. Schau, egal ob Libanon oder Freizeitpark. Vielleicht Du bist lust da überall jetzt ab, nicht Katharina. So aufgehoben. Okay. Sprechen wir über was Wow, anderes. danke. Schön. Ja, ich würde das gerade nur irgendwie ein Plädoyer voll gegen rechts halten und dass man Position beziehen muss. Ja, in solchen mach Zeiten. ruhig, mach ruhig. Ich trinke Na, die du. Zeit.
Hast du bis jetzt verkackt. Nein, ich fand es auf jeden Fall super wichtig, sehr interessant. War auf jeden Fall sehr und interessant, das stimmt, ja, ewige Dankbarkeit. Ja. Ewige Dankbarkeit. War Die Madita war noch da, Gay Mom Talking Podcast. Stimmt, ja, auch. Die lesbische Mama anscheinend. Die lesbische Mama, die habe ich gehört. Oh ja, da habe ich mich sehr über den Ton aufgeregt. Das tut mir unfassbar leid. Da kann aber ich nichts dafür. Das war ihre Internetverbindung. Weil sie hat immer gesagt, ja, und das Wichtigste. Ja, und das fand ich immer sehr, sehr elementar. Nein, ernsthaft. Nein, das war wirklich ihre Internetverbindung. Ich bin ja jetzt, ja. Aber sie hat auch ganz toll gesprochen, fand ich auch. Also durch diese kleinen Aussetzer, ne? Aber also ein bisschen nervig, aber wirklich trotzdem sehr interessant und ja. Die ist ja jetzt voll fame, im Übrigen die Madita, weil es gibt ja diese Netflix-Serie Sex Life. Die wird ja sehr beworben, ist sehr beliebt. Und dazu gibt es auf Netflix nochmal eine extra Serie mit der Natascha Ochsenknecht, so eine Talkrunde. Das habe ich, ja, Werbung. Genau. Und da war die Madita zu Gast und hat über Mom-Bashing gesprochen. Ach Quatsch, echt? Mom-Bashing? Ja, wenn man halt... Was ist Ach, hast aber nicht lange gestillt, ist nicht gut fürs Kind. Ach du stillst so lange, ist aber nicht gut fürs Kind. So das halt. Geil, okay. Genau. Das ist sehr interessant. Sehr interessant, ja. Cool. Genau. Und wer war noch? Ja, genau, der Diakon, der Drag Queen Diakon. Liberty Lestrange. Der war super. Da hätte ich ja auch gerne, da hätte ich auch noch weiter hören können. Der war super. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde es also interessant, weil es gibt sowas, ja, aber du beschäftigst dich ja nie damit. Und wenn du jetzt wirklich sehr gläubig bist und dann merkst du bist schwul und ziehst gern Frauenkleider an, Da stellst du es vielleicht doch schon mal in Frage. Ja? Ne? Ja, stimmt. Aber ich fand es auch cool, wie er das da alles erzählt hat und auch mit seinem Partner. So, ja, er wird das auch mal gerne ausprobieren, aber dieses Schminken ist viel so aufwendig und so. bei mir ist der Heger blöd. Ja, bist du schon mal irgendwie blöd angesprochen worden oder so auf der Straße? Also, ach Süße, mit Schuhen und Perücke bin ich 2,50 Meter groß. Da spricht dich keiner blöd an. Geil. Stimmt, super. Nee, aber sehr sympathisch. Generell, also alle Gäste, ich hatte jetzt noch niemanden bei dir dabei, wo ich gesagt hätte, ja. Hattest du ja letztes Jahr schon, ne? Das kann man jetzt nicht wiederholen. Nee. Nein, das war letztes Jahr, das ist jetzt verjährt. Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Wir müssen in der Realität reden. Kannst ihn ja nochmal einladen. Und Wie schaut's denn heute so aus? ich hasse sie immer noch. Ja. Schön. Und es war ja sehr LGBTIQ-haltig quasi von den Gästen Dass her. du dir das überhaupt merken kannst. Ja, LGBTIQ, glaube ich, ist aktuell. Keine aber ich glaube, Ahnung, es du wird noch könntest länger. auch ZXBI sagen. Sehr viele gleichgeschlechtlich liebende Menschen. Ja, So, genau. Regenbogen. Regenbogen. Siehst du? Ha. Und passend dazu, wir waren jetzt mal wieder bei McDonald's. Und kennst du Riccardo Simonetti? Ja. Genau, der Influencer. Der hat ein Kinderbuch geschrieben. Okay. Und die hat es bei McDonald's zum Happy Meal dazu gegeben. Ach, wie nett. Und das heißt Raffi und sein rosa Tütü. Ach nein. Und das ist ein total schönes Buch. Und ich habe mir gedacht, meine Mama ist jetzt noch mal ein bisschen ältere Generation. Der habe ich das einfach gegeben, so zum Lesen. Also habe ich schon schlucken müssen, gell? Der Papa hat dann auch ein Tütü angezogen. Der Papa. Ja. Ja, aber das ist halt so. Das ist ja auch gut, dass die Kinder so offen erzogen werden. Und dann war nur ein anderes Kind, das hat 2 Papas gehabt. Und ja, ist am Anfang schon ungewohnt, aber das ist halt heute so. Und das finde ich aber auch gut, dass unsere Kinder so aufwachsen. Ich denke schon, ich hatte lustigerweise gerade das Thema, haben wir dafür Zeit? So für Ja, so wir einen haben Zeit. Zwischenratsch? Wir haben so, du kannst es auch einfach rausschneiden. Dann Nein, wenn's es langweilig wird ist. nichts geschnitten. Aber weil du das gerade sagst mit Generation, ich hatte in der Arbeit hatte ich einen Herrn am Telefon, einen Handwerker. Und mit dem Red ist weiter. man Bitte red weiter. aufgrund von Ausbildung und du brauchst dir jetzt für Unterlagen, brauchst du ja jetzt nicht nur männlich-weiblich, du musst ja ein Diverskästchen haben. Und so hat sich das Gespräch halt in diese Richtung entwickelt. Stopp, weiß ich ganz einen schlechten Witz. Oh Gott. Bei Stellenanzeigen, da steht doch immer dahinter MWD, männlich, Ja. weiblich, divers. Und in Firmen, in denen ich nicht arbeite, ist da der Running Gag, wir suchen einen Programmierer, männlich, weiß, deutsch. Das
Das finde ich sehr lustig. Entschuldigung, weiter. Wunderschön. Und dann sind wir auf diese Schiene nämlich gekommen, auf dieses Divers und ich kann ja dieses Bayerische nicht so nachmachen, ja, und dann, dass die nicht wissen, was die sind und überhaupt und bababa. Und hat dann ziemlich krasse Dinger vom Stapel gelassen. Und dann gesagt, bei meinem Papa in der Zeit, da wurden die noch eingesperrt und überhaupt. Aber jetzt, abgesehen davon, wie du sagst, ist das, glaube ich, Generation. Hast du dann deine Bürgerpflicht in Anspruch genommen und hast... Das Schlimme ist, ich musste so unfassbar lachen, weil das mehr so wie so ein das war wie so ein Kabarett auf Bayerisch, entschuldige, ja. Wenn halt einer so auf Bayerisch abgeht, dann muss ich lachen, das tut mir echt leid, ja. Menschenrechte, er war lustig. Er war wirklich er war lustig. Unfassbar lustig. Er hat ja auch gelacht dabei, also Ja, so böse kann er ja nicht sein. Also Das haben sie über Hitler auch gesagt, aber ist okay. auf jeden Fall, ja, generationsbedingt. Und ich habe auch meine Mama auch so dieses, ja, okay, dürfen sie, ich will es aber nicht sehen. Ja. Und wir sind ja so, okay, dürfen alle. Und ich glaube, unseren Kindern ist das irgendwann scheißegal. Also total. Ja, natürlich. Weißt du, das entwickelt sich ja so. Ich kenne jetzt auch einige Jungs, die mit dem Kleid in den Kindergarten gingen. Ja, mein Gott. Mein Sohn hat zu seinem ersten Geburtstag schon das Kleid von deiner Tochter auch gehabt. Nein, ich finde es wichtig. Spannt dein Best. Ja, aber ein bisschen. Ja. Übergröße. Lustige Fotos. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist am Land cool. vielleicht noch ein bisschen... also ich kenne viele Menschen auch in meiner Generation. Nein, das mag ich nicht. Ja, weil, also ganz ehrlich, meine Mutter hat dann das Beispiel bei irgendeiner Diskussion mal gebracht, ja, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in einer Eisdiele sitzt und zwei Kerle knutschen sich ab, das will ich nicht sehen. aber das lernen sie ja meistens halt gar nicht. gesagt, ganz ehrlich, ich will jetzt auch kein normales Pärchen sehen, das sich ableckt vor der Eisdiele. Habe ich auch keinen Bock Ja, wenn drauf. sie verliebt sind. Da muss man sich nicht ablecken. Okay. Nein, es stimmt. Und es ist, ich finde auf Instagram, ich weiß nicht, wie aktiv du aktuell bist, aber ich habe so viele Papas, die haben voll den Run jetzt auf Instagram mit Ohrpärchen to be good dads, irgendwie so. Okay. Die haben eine Leihmutterschaft in Kanada gemacht. Die haben alles mitgefilmt, mit die Leihmutter kennengelernt. Das Baby ist jetzt mittlerweile, ich schätze, im Raum Bayern. Echt? Die gängen auf Kann Instagram. man die einfach so einführen dann? Die Leihmutterschaft? Die haben das alles irgendwie, also das kannst du alles nachlesen oder so, aber das, oder auch mit Pflegeschaft, mit Adoption. Und ich finde es so toll, weil ich denke mal, so ein Hetero-Pärchen, da gibt es ja Frauen, das ist ja wie Sport. Also da kommt eins nach dem anderen. Weißt du, was ich meine? Und wenn du zwei Menschen hast, die sich lieben, die meistens sehr gute Jobs haben. Ich finde das auch toll. Und Elton John. Elton John, wir sind die Elton Johns von Bayern. Super. Na schön. Na, aber ich finde es gut, vor allem also mit Drag Queens haben ja auch viele das, ja, und die verarschen uns Frauen ja und diese Attitude. Aber so wie der das erklärt hat, das ist halt für den, und so wie der sich schminken kann, Alter. Ja, Wahnsinn. Allein, dass du dich 4 Stunden hinhockst und dich schminkst und dann musst du das Zeug abends wieder mit dem Spachtel abkratzen. Das ist brutal. Vor allem, du kannst dann völlig neue Gesichtsformen machen. Ja, schon irre. Mir wäre es auch zu blöd, aber das ist lange hinsetzen und machen und tun. Ja, aber du, es gibt ja auch Drag Queens und es gibt Drag Kings. Das sind dann Frauen, die zu Männern werden. Du, was gibt's? Das musst man auf YouTube schauen, diese Schminktutorials, das sind echt sehr attraktive Männer. Wirklich auch mit Bart und so, wie du deinen Bart richtig schminkst und so richtig, also Krass. musst nur die Brust abbinden. Ja, Wo bin ich sie denn hin auf den Rücken? Warte, ich werf mal rüber. Fupp. Okay, alles klar. Wir probieren das mal. Das nächste Mal. Wir machen auch ein Tutorial dafür. ja, schön. Aber es gibt ja einen Dauergast jetzt seit diesem mein Jahr. Favorite. Ja, warte. Achtung. Der Barberacker. Ja, der Barberacker. Oh, du bist so krass. Du bist so Ja, du bist ja Fangirl. Du warst ja im Absolut. November schon so. absolut, bin ich doch von allen älteren Professoren, Doktoren, intelligent. Von allen alten, klugen Menschen, die finde ich alle toll. Ich weiß auch nicht, was das für eine Klatsche ist. Aber doch, aber er ist auch Er ist toll. super. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Also er ist, Im nächsten Monat darf ich ihn vielleicht sogar persönlich kennenlernen. Ich weiß noch nicht genau. gehst du dann hin oder habt ihr euch Ich das würde überlegt? ihn in oder? seiner Praxis mit seiner Couch besuchen. Magst du mitkommen? Ich
Hallo! Ich finde sie ganz toll. Kriege ein Autogramm. Sie sind wirklich der Wahnsinn. Ja, aber es macht auch so viel Sinn, was er sagt. Ja, finde ich. immer. Ich denke mir immer, wenn ich das anhöre, meistens ist das ja bei meinen Gassi-Runden, gell, wenn man eine Frau alleine hört, ja, er hat so recht, Gott hat er recht. Denkt die Leute auch, oh Gott, die Verrückte ist wieder unterwegs. Aber es stimmt auch. Machst du die Spiele mit deinem Mann? Na, das wäre mir dann so anstrengend, was dabei rauskommt. Er will mich besser kennenlernen. Aber so zeitintensiv. Schön. Aber ich höre mir gerne an, wie man es besser machen könnte. Ja, genau, richtig. Ja, aber solche Geschichten, wie er sagt zum Beispiel, dieses, man muss sich Zeit nehmen und so weiter und so fort. Es ist ja immer schwer, wenn du niemanden außenrum hast, der dir jetzt mal die Kids abnimmt oder so. Das ist ja dann logistisch immer Ja, aber so würdest du ein bisschen- dann was mit deinem Mann machen? Oder Schon. wärst du nicht lieber alleine? Doch, ich glaube schon. So wie jetzt. Nein, ich glaube, macht schon Spaß, wenn du dir dann wieder mal was vornimmst und schön essen gehst oder vielleicht mal doch ganz woanders übernachtest. Im Bungalow. Ja. Das sind doch wahrscheinlich nette Geschichten. Ja, aber er hat ja auch gesagt, man findet immer Ausrede. Man muss man ja, was muss soll ich machen. machen? Soll ich die Kinder aufs Dach sperren? Oder? Also. Hast du nicht von einer fremden Frau erzählt, die immer bei uns oder bei euch im Hof sitzt? Zigeunerfrau. Ja. Aber das darf man nicht mehr sagen. Gibst dir die Kinder einfach. Ja, zum genau. Beispiel. Böse Hexe. Nein, das machen wir nicht. Ja, irgendwann, mein Gott, die werden doch auch irgendwann 18. Ich bin schon sehr gespannt, weil wir haben ja jetzt Kommunikation, habe ich mit ein paar Berater gehabt. Sex und Liebe. Aber die Liebe war krass zum Schluss, gell? Wieso, was war das? So Die letzten, was waren das, so 15 Minuten? Die 5 Sprachen der Liebe. Oh, es war so schön. Ja, wie er das gesagt hat. Ja, also. Wahnsinn. Ich bin unglaublich froh, dass wir uns gefunden haben. Und auch wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, es ist schön, dass wir unseren Weg gemeinsam gehen. Oh mein Gott! Wahnsinn! Ansonsten hast du einen geilen Arsch. Ja, komm. Wann ist es denn mal wieder soweit? Schön. Sie geben einem so viel. Was ist dir die liebste Sprache der Liebe? Was war denn das alles? Warte, also die Komplimente, die... Bist du jemand, der empfänglich ist für Komplimente? Ja, wenn es nicht, boah, siehst du geil aus ist, dann, ich finde halt auch die nette Schiene toll. Kannst du damit umgehen, wenn jetzt jemand sagt, oh mein Gott, dein Intellekt ist unglaublich? Nein, dann lache ich, weil das Das wissen wir beide, dass es gelogen wir ist. wissen beide, dass es nicht so ist, genau. Nein, aber dieses auch, was hat er gesagt? Er ist doch so gut, hat er gemeint, in diesem Überraschungsdings. Und sowas finde ich ja auch so toll. Dieses, wenn du einfach merkst, da lässt sich einer was einfallen. Das ist doch das, was wir alle wollen. Er hat Dieses, mir oh mein zugehört. Gott, damit hätte ich nie gerechnet. Danke allen. Ich möchte meiner Mutter danken. Ja, genau. Na, aber es ist ja immer sehr informativ und gut zu wissen, was der Paarberater da so alles sagt. Ja, ist gut, gell? Ja, ist gut. super. Unser Code wurde sogar genutzt. Wir haben noch in irgendeiner Folge mal einen Rabattcode rausgehauen, wie man das als Ja. Influencer so macht. Ja. Gesagt, ist schon eingelöst worden. Krass. Siehst du? Hast du eigentlich mal wieder deine Zahlen gedingselt? Das kann Nein, man das doch. habe ich jetzt nicht gemacht. Nein. Wäre interessant, was da seit Paarberater Ja, vielleicht wird sie YouTube mal oder so. Oder und bietet dir einen bietet Millionenvertrag. mir eine Kooperation an. Nein, glaube ich nicht. Aber gut, muss ja auch nicht. Und die nächste Folge, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen. Nächste Folge ist ja Sextoys. Oh mein Gott. Da bin ich schon. Bist du jemand, der Sextoys besitzt? Miep, miep, miep. Ah ja. Okay. Die rote Lampe. Ich möchte mich dazu öffentlich Ich möchte mich öffentlich, genau. Ja, aber es sind, weiß ich nicht, wie viele Millionen, die in deutschen Nachttischen. Ja, dann müssen sie ja irgendwo wohnen, oder? Die Armen. Denk doch mal einer an die Armen. kleinen Sextoys. Benutzt sie! Nimm mich mit. Ich denke da immer an Sex in the City, wo Charlotte diesen Rammler hat. Weißt du noch die Folge? Auch kein Mann mehr. Es ist ein kleiner Hase und er ist so niedlich und er ist so süß. Der kann alles. Schert mir unglaublich Orgas. Aber das ist ja der Womanizer mittlerweile. Und Fun Fact, Womanizer, super, jetzt spoiler die alles. Dieses Toll. kleine Auflegeding, was man beim DM im Übrigen auch kaufen kann, Ja. der dieses Vakuum macht und dann großer Fan, habe ich glaube ich sogar mal. Pressluft haben. Ja. Mit USB-Kabel. Der wurde von einem Niederbayern erfunden. Nein. Ja, Tatsache, Deckendörfer hat den erfunden und hat dann das Patent irgendwie für 13 Millionen oder so Echt verkauft. jetzt? Ja,
Und hat viele, viele Frauen glücklich gemacht. Glücklich gemacht, siehst du? Ja, bin schon gespannt, was der Paarberater dazu sagt. Der vielleicht irgendwelche... Stimmt, vielleicht hat er auch Kooperation und haut Rabattcodes raus. Beim Kauf der 3. 7-schwänzigen Peitsche bekommen Sie einmal eine Gesichtsmaske umsonst. Aus Leder. Schön. Wahnsinn. Ja, Ein Andreaskreuz. Was stimmt denn mit dir heute? Ja, es muss ja einmal besprochen werden. Ja, wichtig. Das sind die Dinge, die die Welt, Ja, bewegt. du, Da hast du Mami-Fell. vollkommen recht, ja. Absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Genau, na schön. Ja, Ach, herrlich. gut. Ja. Ja, Und noch du? irgendwas zum Paarberater? Noch was? Nein, finde ihn ganz toll. Mag ihn wirklich. Schön, schön. Super. Nächste Kategorie. Moment. Achtung. Der Promi-Ratsch. Mit der Häkelfrau und der Ratschkattel. Über alles, was Frauen wirklich interessiert. Britney Spears, The Royal Family. Bastian Jotta. Kathi Hummels. Wird Eiwange. Ja, ich habe aktuell viel Zeit. Hast du da was genommen, als du diese Einspiele gemacht hast? Schwer übermüdet. Sitzt da alleine mitten in der Nacht. Kathi Hummels! Ich bin sehr stolz auf dich, wie du diese Special Effects umsetzt. Unglaublich. Ist der Wahnsinn. Ja. Mit was hat's angefangen? Britney Spears. Hast du jetzt die Doku schon gesehen? Die arme Britney. Nein, immer noch nicht. Wo zum Geier läuft die eigentlich? Ich glaube, ich habe sie auf Amazon gesehen. Nein, ich habe sie immer noch nicht gesehen. Mir tut sie unfassbar leid. Der Also, Vater wenn das hat alles immer so nur die stimmt- Vormundschaft. Ja, Gell? ist krass. Also wenn das alles so stimmt, was du ja nur so, wenn du dich jetzt nicht ganz tief damit beschäftigst und halt immer nur so die kleinen Artikel vom Prozess oder so hörst, dann ist das einfach eine arme Sau. Der muss ja sogar irgendwie widerwillig eine Kupferspirale eingesetzt werden, dass sie keine Kinder mehr kriegen darf, weil das darf sie nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ja, aber nur weil du irgendwann noch meinen Kopf rasiert hast, gell? Ja, scheiße. Siehst du mal, was bei rumkommt. Ja, aber die ist doch nicht, jetzt mal ganz ehrlich, mit dieser Vormundschaft, das kriegst du doch nur, wenn du irgendwie nicht zurechnungsfähig bist oder weiß der Geier was. Aber die hat Das doch ist aber in Amerika nochmal anders. echt? Also das geht da leichter. Da rasierst du den Kopf und dann ist rum. Ja, so in der Art. Und also ganz schlimm, da ist ja in dieser Doku ist auch nochmal aufgearbeitet worden, was mit Justin Timberlake da damals zusammen war. Und die ist ja da wirklich, also so als junges 17-, 18-jähriges Ding, komplett durch die Medien und hat sie jetzt mit ihm geschlafen, angeblich war ja jemand anders davor schon dran. Das ist echt Ganz übel. Gott, Ganz übel. Und jetzt mit 40 möchte sie halt eigentlich, einfach mal ihr eigenes Leben. aber Krass. ist nicht. Also kann ich nur empfehlen, die Doku. Sehr interessante Doku. Schon eine arme Wutz. Ja, voll. Aber in Las Vegas macht dann wieder irgendjemand, ja, du musst jetzt die nächsten 6 Wochen jeden Abend auftreten mit deiner Show. Ja, klar. Und dann dieser Instagram-Account, Free Britney. Jetzt war erst ein Foto von ihr, wo sie nackt vor der Badewanne steht, von hinten. Aber ihre Tattoos waren nicht dran. Und jetzt in der Free Britney-Bewegung heißt es, dass sie den Account gar nicht führt. Dass der fremdgeführt ist. Und plötzlich ist ein Statement aufgetaucht, ja, ich habe die Tattoos wegretuschiert. Hä? So, ja, okay. Na, macht alles sie selber. Klar, kein Problem. Ja, genau, so. Es ist voll krass, voll krass. Voll strange, die ganze Geschichte. Ja, aber sie kann sich ja nicht mal absetzen. Weißt du, wenn sie jetzt sagen würde, hey, ich will alleine irgendwo in Oklahoma im Nimmerland wohnen, nee, das kann die ja nicht mal. Na, die kann gar nichts einfach. Die kann einfach gar nichts. Da hat halt der Papa die Darfst Hand nicht drauf. mal einen Mietvertrag unterschreiben. Oder was? Nichts. Ah, ihre Kinder. Die wohnen beim anderen, oder? Beim Vater. Oder sind die bei ihr? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall kein Sorgerecht mehr gehabt, weil der Vater, der Kevin Federlein, der damalige Background, wow, jetzt können wir punkten. In dieser Kategorie, ich hab's gewusst, das ist unsere Kategorie. Der wollte irgendwie die Kinder damals abholen, wie es klar waren. Und sie hat sich dann mit dem großen Sohn im Bad eingesperrt und wollte ihn halt nicht hergeben. Wollte, dass er bei ihr bleibt. Oh, krass, echt? Und daraufhin hat es dann kein Sorgerecht mehr gehabt. Blöd. Scheiße. Blöd.
So schnell kann es gehen. Aber die hat einen Toyboy jetzt. Echt? Sam Asghari. Schagalala. Ja, der ist irgendwie 28 oder so. Ja, ganz ein hübscher junger Mann. Ja, ob das die glücklich macht. Ich glaube, die will halt bestimmt nur ihre Ruhe. Ja, überlege mal, du darfst ja nichts selber entscheiden. Das ist schon traurig. Wir wissen es Arsch alle für Geld nicht. gemacht, ja. Aber auch vom Ratschkattel-Podcast. Hashtag Free Britney. Britney, wir sind bei dir. Ist nicht allein. Ganz Niederbayern steht hinter dir. Ja, genau. Ich Schön. bin kaputt. Sehr gut. Die Royals. Du bist ja eigentlich, Gott, ja eigentlich verkappte Royals-Expertin. Ja, du bist voll. ja sehr Königshaus. Ich könnte auch bei der Punkt 12, wenn sie da die Live-Übertragungen von irgendwelchen Beerdigungen machen, könnte ich mich auch neben den Guido setzen. Ja, also die Meghan, ne? Ich weiß das ganz genau. Wer ist denn dein Mein Lieblingsroyal? Nein, dein Lieblings-Königshaus. Ja, doch, die Engländer. Doch, Also die Engländer. Doch, das ist nicht einmal eine Zeit. Die Schweden kommen danach. Hast du nicht deine Kinder nach Schweden? Also, nur so. Nein, aber tatsächlich, England hat halt diese scheiß ewig geile Geschichte. Und jetzt noch mit The Crown und die Elsbeth da. Also es ist schon, da steckt halt so viel hinten dran und das macht es ja schon spannend. Hast du die Beerdigung vom Prinz Philipp verfolgt? Natürlich. Ja, ich auch. Natürlich. Und ich finde es aber immer noch krass eigentlich, wie sie diese ganzen, wie nennt man das? Da gibt es so diese Vorgaben, wenn irgendwas passiert. Das hat doch einen Namen. Sag doch mal schnell, fällt mir nicht Vorgaben, ein. Richtlinien. Ja, das ist doch Knigge. so ein Protokoll. Ja. Ja, genau. Wie sie das halt durchziehen müssen, weil ich denke wirklich für einen Charles oder die ganzen anderen Kinder, wenn du da immer so hinter dem Sarg deines Vaters herlaufen musst und so die Welt schaut Hinter dem zu. Auto, das er selber noch designt hat für seinen überleg dir eigenen das Sarg. mal. Also ich meine, da hat doch keiner Bock drauf auf einer Beerdigung. Das ist doch so. Und sie ziehen es. Kannst du dann einen Harry ein bisschen verstehen? Natürlich kann ich den Harry kann ich in dem Sinne verstehen mit diesem, ich habe keinen Bock auf die ganze Scheiße, das kann ich voll und ganz verstehen. Also, dass du sagst, das kotzt mich alles an und ihr habt mein Leben zerstört, weil ich als 9-Jähriger hinter dem Sarg meiner Mutter herlaufen musste und die Welt hat zugeschaut, das kann ich vollkommen verstehen. Das, was sie jetzt danach machen, das finde ich nicht gut. Die haben einen eigenen Podcast im Übrigen, gell? Ja, und ich finde, das ist nicht schön. Steckt Meghan dahinter? Ja, natürlich steckt sie dahinter. Was glaubst du denn? Nein, ich glaube, er hat sie. Das war so sein Anstoß. Ich glaube wirklich, dass er sie liebt. Und ich glaube, dass sie ihn auch liebt und dass die happy sind. Aber dieses. Komm, wir sagen jetzt was Böses. Wir tun es ein bisschen ausschlachten. Ich habe gesagt, ich bin schwarz. Millionen. Ja, aber du bist schwarz. Ja, aber die haben es gesagt. Wir gehen zu Oprah. Die ist auch schwarz. Nein! Ja, diese Hetznummer, das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht schön. Ich finde es auch nicht schön, abgesehen davon, ob das jetzt, mein Gott, das Königshaus ist, das ist ihm vielleicht wurscht, aber auch seinem Bruder halt gegenüber, ja. Ich meine, die waren ja mal dicke. Und Ja, aber wie kotzt es beim William und bei der Kate schon diese Saubermann-Familie immer und dann immer, ja, die Kate. Also die Kate ist ja ganz toll. Ja, sie ist aber auch toll. Es gibt doch niemanden, der die nicht mag. Mir ist die ein bisschen zu glatt. Nein, die ist toll. Aber Super. was ich auch komisch finde, war ja auch in der Diskussion, diese Enthüllung von der Statue von der Diana. Kannst du mir vielleicht sagen, warum da ein Mädchen mit drauf ist? Da hat es zwei Kinder. Ja, 2 Kinder sind da mit drauf. Genau, aber warum sind da nicht ihre Söhne mit drauf? Warum ist da ein Mädchen drauf? Weil das nicht, Das war die Kate, als sie ein Kind war. Nein, das sollen noch nicht ihre Söhne sein, weil das ist ja das Andenken auf ihr Engagement, dass sie sich ja hauptsächlich um die Kinder hier gekümmert hat und alles Mögliche. Also das soll das ja verkörpern, es soll ihr Gedenken an ihre tollen Taten quasi. Aber da gab es keine Live-Übertragung. Da gab es keine Live-Übertragung, nur ein königlich bestellter Fotograf war dabei. Vielleicht haben sie sich vorher aufs Maul gehauen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, wie ist denn das Verhältnis? Komm, jetzt haben wir raus. Also ich habe vorhin noch mit William telefoniert. Aktuell. Der William. Der Wichser, der Blöde. Nein. Kannst du da einen Piep drüber legen? Sowas sagt man ja nicht. Nee. Nein, mein letzter Stand der Dinge war, dass einer aber aus dem Königshaus, ein guter Freund der Königsfamilie, Hausmeister. gesagt hat, dass der William tatsächlich über die Meghan hergezogen hat. Und dass er sagt, ohne diese blöde Schlange hätten wir diesen ganzen Knatsch nicht.
Ja, hat er ja vielleicht auch Kann recht. es auch irgendwo verstehen, ja. Ich meine, wie gesagt, dass der Harry ausbrechen wollte und gehen wollte, das hat ja der andere auch gemacht damals. Der König war der Bruder von der Elizabeth. Und da musste ja ihr Papa ran. Und so ist das ja alles entstanden. Der wollte ja diese amerikanische Schauspielerin heiraten und dann haben sie gesagt, darfst du nicht? Nein. Ach Gott, du hast ja keine Ahnung. Das gab's doch alle. Wir müssen mal einen eigenen Podcast. Ja. Güte. Wir müssen da nochmal einen eigenen Podcast. Ja. Schau dir halt The Crown an. Dass du The Crown nicht schaust. Na, ja, einmal angefangen, aber dann irgendwie Lust verloren. Jedenfalls, diese ganze Geschichte gab es schon mal. Ja, aber der Harry ist ja auch keiner, der König wird. Wenn, dann wird es der William und dann wird es der George. Aber der, wie gesagt, also der Onkel von der Elizabeth, der war ja dann König, gab ein paar Tage und hat aber gesagt, er will seine... Wie hieß die denn? Ach, ist ja auch wurscht. Mein Gott, das waren nur Taten von Männern. Ja? Nein, ich will kein Königreich, ich habe eine Frau. Ich will sie und ich liebe sie. Und dann sind die ins Exil geschickt worden. Wohin? Nach Frankreich. Oh Gott. Ja. Und dann haben die aber still und heimlich bis ans Ende ihrer Tage dort gelebt. So, glücklich. Und sowas würde natürlich das Königshaus von Harry und Meghan auch erwarten. Aber nein, wir sind die Sussexers. Wir leben in L.A. Und wir sind so mit Oprah, okay? Genau. So ist es. Und das ist das, was halt so aufstößt. Und dass man halt alle so in den Dreck zieht. Nicht mal, dass er nur da sitzt und sagt, hey, mir ging's scheiße, weil ich wollte das alles nicht, ich habe mich unwohl gefühlt, das war nicht meine Welt. Okay, das ist ja auch in Ordnung. Aber also mein Papa hat gesagt. Die ist schwarz. Das finde ich kacke, weil die müssen ja auch noch ihren Job weitermachen und warum will ich die in den Abgrund ziehen? Ja. Das ist scheiße. Ja, aber vielleicht muss man es einmal ansprechen. Also gerade dieser Rassismus, was du vorher mit deinem Metaller gesagt hast, beziehungsweise... Das war auch nur lustig, weil er bayerisch geredet hat. Ja, aber es muss ja angesprochen werden. Also, ja, weiß ich nicht, ob es das muss, weil die Engländer lieben ihre Royals. Und die wollen nicht, dass das kaputt gemacht wird. Die Deutschen haben Adolf auch geliebt. Wir wollen da nichts Böses drüber hören. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das für Argumentation ist. Ja, aber die machen ja nichts Böses. Die machen ja nichts... Die machen ihren Job, für den sie da sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt farbig bist und schwanger bist und ich bin schwanger und ganz ist was glaubst denn du? Ja, meinst du? Was für Hautfarbe das Kind kriegt? Ja, ich bitte dich. Hoffentlich nicht zu dunkel. Ja, ein aber... roter und eine schwarze. Was kommt denn dabei raus? Die komplette Folge geht so komplett gegenteilig in das, was ich eigentlich möchte. Schön. Ja, aber das muss man doch auch nicht, das so aufbauschen. Ja, aber so wie sie gesagt hat, wenn dir von der ganzen Familie suggeriert wird, ja, hoffentlich wird das nicht so dunkel. Und du glaubst, was die sagt, ist auch zu 100% wahr. So, Katharina, geh bitte in die Ecke und schäme dich. Okay. Sollen wir vielleicht über den Bastian Jota sprechen? Ja, bitte. Folgst du dem noch? Nicht mehr. Ich habe, glaube ich, vor einem halben Jahr aufgehört, warum eigentlich? Da kam Wolltest du nicht einmal bei ihm so ein Coaching buchen, wo du Millionen machst in ein paar Wochen? Ja, schon, das hatten wir beide. Dein böser Mann hat es dir verboten. Und mein böser Mann hat es mir verboten, richtig. Ja, ich weiß aber nicht, warum habe ich ihm nicht mehr gefolgt. Ich weiß nicht, kannst du nicht sagen. Ich bin dann weitergefolgt, er ist jetzt mit der Marisol zusammen. Die schaut genauso aus wie die vorher. Ja, schon. Mhm. Die ist doch die sind doch jetzt auf oder? OnlyFans. Die haben geheiratet. Nein. Und OnlyFans, du kannst die bei Telegram. Bei Telegram kann man das irgendwie abonnieren. Das hat er mal beworben auf Instagram. Und ich habe mir gedacht, ja, schaust halt mal. Dann kriegst du deine erste Telegram-Nachricht von Bastian Jota mit einem Penisbild. Was? Ist dein Ernst? Mit einem richtigen, also... Mit so einem echten? Wow! Im Sinne von wow. Du kriegst kurze Hardcore-Clips, wirklich Hardcore-Clips. Von oral über anal. Ja, ist er das? Ist ja! Er das? Nein! Ja! Und dann so, hey, folgt uns auf OnlyFans, da zeige ich euch, wie ihr die Frauen glücklich macht. Und dann, also ganz krass, ich habe das dann ganz schnell wieder abbestellt, ja, weil sie meine Fotos nämlich mit der Cloud synchronisieren. Und weil wenn du nämlich dann irgendwie, schau mal, da war mein Freizeit, oh. Da war mein im Freizeit. Das ist nur der Bastian Jota, ist nix. Ja, aber macht der das dann mit seiner Frau? Das macht er mit seiner Frau. Also es ist ein Bild, da habe ich dann Stopp zurückgeschickt. Das war, wo er mit einem sehr großen, wie heißen denn diese Sextoys, die man auf den Tisch hinklebt, mit dem Saugnapf, wie heißen denn die? Mit einem riesigen Ding
auf dem er gesessen ist. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, oh Katharina. Ist nicht. Ist dir zufällig da dein Kind abhanden gekommen? Als du dir dein Red Bull aufgemacht hast. Wow. Ja, Cool. eigentlich war der Jota schuld. Schön. Ach Gott, lustig. Verstörend. Sehr verstörend. Sehr verstörend, aber der macht da anscheinend irgendwie und ist da immer nur mit Stay Positive und Ist das jetzt seine Karriere? das ist ja, der macht da, glaube ich, relativ gut Geld. Letztes Mal hat er sogar irgendwie mit Orgasmus. Er lädt ein Video hoch mit seiner Frau und mit Orgasmus-Garantie. Also mit Geld-Zurück-Garantie. Wenn man danach seine Frau nicht zum Orgasmus bringt, dann kriegt man. Und ich denke mir, stell dir mal vor, du lernst irgendwie jemanden kennen. Der hat gern was probieren mit dir. Beim Bastian Rotter. Der hat mir gesagt, wie das geht. Ja, schön. Aber das gab es doch schon bei American Pie, weißt du? Wo er das Buch unten drunter hatte. Währenddessen. Ach so. Ja. Hat funktioniert? Ich weiß nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Das ist zu lange her. Aber dieses Anleitungsdings, das zieht wahrscheinlich bei vielen. Das Anleitungsding. Ja, dass du eine Anleitung bekommst, wie mache ich es und das brauchen vielleicht Ja, aber ein da ist paar. doch jede Frau anders. Der Jota weiß es nicht. Wir müssen ihn mal zuschalten. Hallo Ich habe Bastian. übrigens, wo du gesagt hast, wir reden über bestimmte Personen, habe ich mir überlegt, wo der das erste Mal so aufgeploppt ist. Pro der Jota. Die Jotas. Da war er mit der Maria Hering noch. So, da war er mit der Maria Jetzt Hering noch zusammen. Da bist du und drin. da hat es in TAF hat's immer diese Diotas. Echt? Und Jota ist ja kein Name. Der kommt aus Landshut im Übrigen. Nein. Das ist genauso ein Bauernbub wie wir alle auch miteinander. Nein. Ja. Oh, krass. Und Jota ist ja irgendwie eine mathematische Zahl für die Unendlichkeit. Jota. Jetzt? Ja, das ist ein Begriff der Mathematik für unendlich viel Reichtum, Geld. Der irgendwie. heißt nicht Der Jota. heißt gar nicht Jota, nein. Stierhoden. Hinterwinkler. Bastian Hinterwinkler. Ja, wahrscheinlich so ist. Krass, okay. Und da ist er berühmt geworden. Verlinkst du den ja nicht? Den verlinke ich jetzt mit seiner Schickt er- OnlyFans-Seite. Schick dir noch mehr Also wenn man ein Penisbilder. Dickpick haben möchte, einfach auf Telegram. Schön. Ja, das ist wirklich verstörend. Ja, das glaube ich. Ja. Wirklich, wirklich. Bilder kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Na, und vor allem, und es schwappt dann immer wieder neu rein. Und wie gesagt, dieses letzte mit diesem Saugding, das war mir einfach, boah. Na, schön. Verstehe ich. Du bist ja nochmal Expertin. Was viele ja nicht wissen von dir, du bist ja eigentlich die zukünftige Frau DiCaprio. Richtig, ganz genau. Das war ich schon seit Titanic. Ich bin das eigentlich schon sehr lange. Was macht denn der jetzt eigentlich? Wen pumpst denn der gerade? Ja, Lass mich seine- raten, ein 20-jähriges Topmodel. Ich glaube, es ist vielleicht knapp über 20. Aber die Uschi, die hat jetzt angeblich sogar einen Antrag bekommen. Wie heißt die? Keine Ahnung. Ich beschäftige mich nicht mit den anderen Frauen von Leonardo DiCaprio. Aber- Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber die hat er bei den letzten, Moment, Corona, letztes Jahr gab es keine Oscars, 2019, glaube ich. Hat er sie dann dabei gehabt und alles. Ja, meistens ein kleines, süßes, junges Püppchen. Also so wie ich ungefähr. Ja, du, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Der George Clooney, wo hat der seine schmierigen, alten, dreckigen Altmännerhände schon überall drin gehabt? Du kannst doch nicht zu George Clooney sagen, dass er schmierige, dreckige Ach, alte Kim, wie Männerhände alt hat. waren der? 50 und hat auch nur 20-Jährige gehabt. Ja, aber die Amal ist jetzt... Ja, jetzt nimmer. Ja. Jetzt nimmer. Deswegen sollte der Leo auch mich heiraten. Ja, und nicht eben. dieses junge Ding, ja. Genau. So Ja, ist es. vielleicht ist es so. Und ich meine, der ist ja jetzt, wann macht denn der, also ich glaube, dass die den richtig unter der Fuchtel hat. Du hörst ja nichts mehr vom George Nee, Clooney. Die haben die Zwilling gekriegt. Da habe ich eine total krasse Instagram-Werbung von ihm gesehen. Hast du die Was? auch gesehen? Na, was? Da steht er da und sagt, ja, Amal and I want to meet you here at Koma See, at my home. Und du denkst dir, Yes. okay, Yes. When should I come? für seine Foundation oder so. Und er lädt irgendwie ein und die bringen dich dann in einem schönen Hotel unter. Und dann war der Werbeclip vorbei. Dann habe ich weiter geswiped, weil ich dachte, das kann nicht echt sein. Na, ich denke mal, Aber nett, ne? Ich hab jetzt mal drüber nachgedacht, weil das war ja wirklich der Womanizer Der war eigentlich. super. Ich fand ihn auch total Aber toll. wer ist denn das jetzt? Ja, mein Gott, wie Amal. ist er jetzt? Der Brett hat angerufen, der möchte Oceans 426 drehen. Ich müsste im September mal 3 Wochen weg. Ja, genau. George, ich habe in Indonesien jetzt 3 Hinrichtungen verhindert. Zwillinge sind schon wieder eingeschissen. Machst du jetzt bitte die Wäsche, George? Ja, aber so stell mir das vor. Das ist aber so
Wie macht die das? Und sie kackt ihm ins Bett. So wie die anderen. Johnny Depp. Da! Oh! Amber Heard, die hat Johnny Depp angeblich ins Bett gekackt. Die hat jetzt ein Kind. Woher? Das weiß man nicht. War doch jetzt lesbisch erst. Also das kann doch nicht auf normalem Weg. Die hat alles durch. Man weiß es nicht, ob sie Leihmutter... Männlich, weiblich, divers. Die hat alles durch. Oh Gott, das ist für Abgründe. Der Welt auf einem Podcast heute, schön. Gott, Na, ehrlich. die hat jetzt ein Bild gepostet mit dem Säugling auf ihrer Brust. Keiner hat gewusst, dass die schwanger ist. Und sie hat irgendwie bloß ein Statement dazu, man vermutet Leihmutterschaft. Okay. Nee, ich bin eine Frau, ich bin unabhängig, ich brauche keinen Mann, aber ich habe vor. mir jetzt den Wunsch eines Kindes erfüllt. Stell dir mal vor, was die irgendwann ihrem Kind erzählt. Was die damals, den Johnny. Habe ich Der war ja immer Pirat. Der hat mich so aufgeregt hat mit der. Hab ich ins Bett geschissen, wow. Ja, aber sie streitet sich ab, sie sagt, der Hund war's. Und bei diesem fast gar nicht öffentlichen Gerichtsprozess ist wahrscheinlich dann irgendein Gutachter da. Also wir haben die Kacke analysiert. Schön. Na, schön. Ach, Aber das war so eine wunderschön. schöne Story gewesen. Gell? Ach, du meinst die zwei? Ja, der hat ihr ja sogar eine Insel geschenkt. Die hat er geheiratet. Also das finde ich ganz schlimm, dass er von der, wie heißt Vanessa Paradis, die mit der Zahnlücke. sie? Ja, aber da hat er, ich weiß nicht, Nee. Midlife Crisis halt, ne? Wenn der Penis steuert. Das ist wie so eine Wünschelrute. Oh Gott. Ach, Aber der Johnny ist doch schon über der Midlife Crisis, oder? ja, ist doch der schon ist, über glaube ich, 50. schon. Johnny hat auch seine, oh Gott, Johnny Depp, das ist Der vorbei. Johnny. Na. Doch, Ach. ach komm. Wenn du jetzt ein aktuelles Bild von ihm siehst, dann sagst du, oh mein Gott, Johnny. Ja, vor allem, wo wir im nächsten Promi-Ratsch drin waren. Mit wem macht der Johnny Depp oft Musik? Mit wem? Marilyn Manson. Und was gibt es über Marilyn Manson aktuell für Schlagzeilen? Der soll doch irgendwen gedrosselt, vergewaltigt. Was Ja, soll er genau. gemacht haben? Seine Freundinnen, die hat er immer schwerst misshandelt. Und da kommen jetzt immer mehr Geschichten raus. Echt jetzt? Krass, wir können uns stundenlang darüber Zu Marilyn folgendes. Wie genau machst denn du das? Die Ich hab Ember, mir echt ins Pick geschissen. Was stimmt mit der? Ach, okay, tief durchatmen. Johnny. Pass mal auf. Andreas Kreuz. Schon mal gehört? Und dann kackst du sie an. Ein Wahnsinnspodcast. Aber schau, dass nie einen Anwalt kennenlernt. Ach Gott. Wir haben alles. Antirassismus, Feminismus. Schön bei uns, okay. Kacke, es ist alles dabei heute. Ja, super. Oh. Oh. Oh Gott. Nein. Nimm mal Ja. einen Schluck. Wir kriegen wir da jetzt die Kurve? Die Kurve, ja. Wohin gehen wir denn? Wohin gehen wir? Ja, ich bin wieder in Niederbayern. Und du? Wo bist du so? Ach, dahin gehen wir. Dahin in die gehen wir. Richtung. Okay, alles klar. Ja. Wie kommst du denn nach Niederbayern? Da komme ich ja her, ursprünglich. Nein. Ja, Tatsache. Na, ich bin seit Januar wieder da. Und es ist unglaublich schön. Allein das, dass du rausgehst und die Menschen reden so wie du. Das ist wirklich, die reden alle so wie ich. Ja, ist geil, ne? Das ist richtig Ich finde es auch toll, wenn du heimkommst. Wie oft, dass ich gehört habe, und Sie sind aus Österreich. Nein, Niederbayern. Niederbayern? Was Bayerischer ist das, Wald. dieses Nein. Niederbayern? Niederbayern. Ist egal. Und so, nein, das ist, ja. Wir waren eins der Corona-Paare, die es, glaube ich, nicht geschafft haben, einfach. Im Übrigen, in 4 Tagen ist meine Scheidung. Also, Nein. Ja, wenn du diesen Podcast live hörst, bin ich schon geschieden. Das ist Dann Wahnsinn. ist schon Gell? rum. Wenn du eine Konfettikanone noch schenken. Ja. Ich habe das ja im Charivari-Podcast damals auch besprochen, das war ja auch irgendwie Thema. Und obwohl die Charivari-Folge, das war irgendwie so,
Das war wie so eine Werbung. Ja, ich bin getrennt, ja, ich bin auch getrennt. Ja, super, geil. Also man geht mal richtig gut klar. Für alle, die unglücklich sind, trennt euch einfach, ist super. Das war mir so ein bisschen unangenehm, aber es ist eine sehr friedliche Trennung, es ist sehr schön. Das ist doch gut. Und das ist doch die Hauptsache. ja. Und du bist happy. Ich bin happy, ja. Schon, ne? Vor allem, also im August fahren wir zusammen in den Urlaub. Gleich nach der Scheidung. Also so eine Scheidung kann auch wiederbeleben. Keine Ahnung, frag mich nicht. Nein, aber es ist in Ordnung und jetzt bin ich halt wieder in der Heimat. Und ich hätte jetzt da gerne, ich habe nämlich keine andere Plattform, wo ich das raushauen kann, deswegen muss ich das jetzt sagen. Ein paar Sätze, die man zu frisch getrennten Menschen vielleicht nicht sagt. Hast du jetzt Erfahrungen gesammelt? Da habe ich Erfahrungen gesammelt, wirklich. Also Hashtag Bodyshaming, das geht nämlich in die andere Richtung. Viele Menschen, mei, bist du dünn geworden. Das gefällt mir aber nicht mehr. Ja. Ich habe Trennung hinter mir, bin kein Frustfresser, aber mal andersrum. Wenn man so einen Satz sagt, würde man das andersrum auch sagen? Mei, bist du fett geworden. Dir schmeckt es aber gut, ha? Das sagt man doch auch nicht. Du fettes Rindvieh. Ja, oder? Das sagst du und ich finde es so wahnsinnig. Das gefällt mir fein nimmer. Ich habe dann bei einer immer gesagt, ach so, hast du was zum Essen für mich? Ja? Was willst du denn da sagen? Das stimmt allerdings. Ist auch echt scheiße. Aber eigentlich musst du da wirklich gleich so einen Gegenkonter machen, dass der andere Part merkt, wie scheiße der Satz eigentlich ist. Ja, das ist ja, glaube ich, gar nicht böse gemeint. Ja, aber doch. Irgendwie schon, oder? So dieses, das gefällt mir aber nicht, wie du aussiehst, du musst dringend was essen. Ja. Mittelfinger. Kannst mich mal. Ich mag meine Wattepads. Ich mag die gerne. Mit Orangensaft. Ja. Na, erstens, also generell so die körperliche Veränderung bei einer Trennung sollte man vielleicht nicht unbedingt ansprechen. Schon geil. Was ich auch viel gehört habe, beziehungsweise ich habe mich eigentlich nur bei 2 Menschen gemeldet. Also bei meinem alten Freundeskreis habe ich mich bei 2 Menschen gemeldet und da ist von beiden Seiten gekommen, ja, jetzt bist du wieder da. Nein. Sieg dich noch mit 14, wie du geschimpft hast über alles und du musst in die große Stadt, aber jetzt bist du doch wieder jetzt da. Hast du's wieder davon, ja. Was du denkst, ja. Ja, aber das sind Landmenschen. Ich glaube, da kommst du nicht raus. Aber mein Gott, vielleicht wäre das da jetzt nicht so schön finden, wenn ich gar nicht weggegangen bin. Das kann schon Und es ist ja nicht schlimm, wenn man nicht weggegangen ist. Also so die Leute in meinem Alter, die da bleiben sind, die sind jetzt noch nicht geschieden. Ja. So. Die haben es geschafft. Ja, die stehen schon besser da. Weißt du, was ich meine? Aber einfach das Jahr, schau, jetzt bist du doch wieder da. Ja, aber du musst es ja mal immer so sehen, du bist ja die perfekte Zielscheibe dann. Weil die hier sind und immer noch zusammen sind, aber vielleicht totunglücklich sind. Nein, das gibt's ja gar nicht. Ja, genau. Alles happy. Ja. If you're happy and you know it, clap your hands. Nein, deswegen, weil sie nicht über ihre eigenen Probleme lästern können, brauchen sie natürlich die Zielscheibe. Und das ist die Geschiedene, die in die große Welt gegangen ist und jetzt wieder nach Hause kommt. Und alleine mit dem Kind zurückgekommen ist. Na, man fühlt sich schon gut. Na, wirklich. Schon, oder? Und auch diese Trauer, die man hat, oder auch gern, probiert es halt nochmal. Also wirklich, wenn man eine Trennung ist nie schön und man trennt sich ja aus Gründen. Auch wenn man danach wirklich super, super easy und cool miteinander ist und eine schöne Zeit hat. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo man öffentlich sagt oder zu seinem Umfeld sagt, wir trennen uns, da fließt viel Wasser einen Bach runter. Und dann, nein, probiert es nochmal. Was spinnst denn so, ist zwar. Ach, okay. Wenn die Regina das von gegenüber sagt, dann... Und ältere Damen haben das ganz oft, du bist ja immer in Phasen, du bist ja in todtraurig, eine Trennung ist ja immer ein Scheitern. Also, es ist ein Scheitern einfach. Für gesellschaftlich gesehen. Nein, auch für einen selber. Ja? Ja, überlege mal, wenn du heiratst, was du da irgendwie für was du dir ausmalst. Und dann kommt die Realität. Und Corona. Schön. Ja, schon. Ne? Und dann bist du in tiefster Trauer und dann bist du aber, so wie ich ausgezogen bin, war das halt. Das war echt ein trauriger Tag eigentlich. Und dann ist irgendeine Bekannte vorbeigekommen, mei, was macht's denn? Ja, ich ziehe jetzt aus. Und ich war aber gerade in der Mut so, hey, und euphorisch und in die Zukunft blicken und das schaffe ich schon und wuh.
Es tut mir so leid für euch. Und dann steht da fast eine wildfremde Frau vor dir und weint und du denkst, na, ich schau gerade in die Zukunft, Mensch, jetzt mach mich nicht fertig. Na wirklich, ich will jetzt das nochmal probieren, ich war so ein schönes Paar. Oh Gott, nein, echt. Und ich glaube, dass wenn man sich trennt, dann hat man, glaube ich, auch alles probiert. Also, Es sagt doch keiner jetzt, okay, er hat gepupst, ich gehe. Arschloch. Es war einer zu viel. Ja, genau. Und so ist und jetzt wohne ich halt wieder da und das ist schön. Und jetzt bist du happy. Happy. schon toll. Happy. Bin sogar happy, wenn mein Ex-Mann da ist. Das ist auch schön. Ja, wirklich. Wenn Männer zu Besuch sind, ist schöner. Aber sie gehen wieder und nehmen die dreckige Wäsche mit. Das ist, glaube ich, wie so dieses Großmutterding. Die Kinder sind hier, schön. So, jetzt nehmt das aber wieder mit. Genau. Gell? Ja. Genau. Und all diese Familienausflüge, die wir jetzt machen, die haben wir früher nie gemacht. Krass eigentlich, gell? Nie. Aber wie traurig auch, oder? Also irgendwie vielleicht. Aber wir waren beide in so einem Fahrwasser drin. Er hätte nicht anders können und ich hätte auch nicht anders können. Und ich denke, dass es auch so ist, weil wir beide sehr entspannt sind, weil man diesen Druck nicht hat. Diesen Scheiß zu Hause nicht hat, wo es die wieder nervt. Und dann bin ich meine, ich kann ja auch zickig sein, ich weiß, man glaubt es nicht. Aber ich kann schon auch nicht so nett sein. Ja. Wo man sich dann gegenseitig anscheißt und so sieht man sie halt und Kinder sind... Ich glaube auch, hat das nicht mal sogar der Paarberater gesagt, dass ja auch der Alltag, deswegen sind ja im Urlaub alle happy, weil der Alltag tötet dich ja so ein bisschen. Was? Der hat die Spülmaschine wieder nicht eingeräumt oder ihr könnt auch mal die Wäsche machen oder weiß der Geier, diese... Arschloch. Genau. Sie hat seit 3 Wochen nicht mehr mit mir geschlafen, hallo. So ist es, ja. Diese Alltagsprobleme, ne? Ja, kann schon Ja, sein, aber gut, der dass Paarberater deswegen- hat auch gesagt, dass das Modell fast nicht mehr zeitgemäß ist, weil wir immer älter werden. Und die Zeit beim Partner immer länger. Scheiße. Über den Punkt hat noch nie einer nachgedacht. Dein Hund schläft so süß, das ist Wahnsinn. Toll, gell? Die fühlt sich super Ich hätte wohl auch so hier gerne einen in Hund. der Frauen-WG. Ja, aber denk doch mal dran, du bist alleinerziehend. Alleinerziehende Mutter. Genau. Und du verlierst schon dein eigenes Kind. Also ich weiß nicht. Wow, der Running Gag. Mein neuer Running Gag, ich finde es super. Hast du noch nie ein Kind verloren? Ja, nee, bis jetzt sind noch alle da. Nee, tatsächlich nicht. Zumindest. Toi, toi, toi. Kann man Schön. irgendwo auf Holz klopfen. Ja. So, und sonst. Also, jetzt machen wir uns dann nochmal ein Getränk. Jetzt werden wir dann. Du hast ja einen Plan gehabt für das, wie unser kinderfreier, wunderschöner sonniger Nachmittag. Oh Gott, ja. Ich habe eine super Idee. Ja, ich habe gedacht, wenn wir schon alleine sind, ohne Kinder, sollten wir uns dringend an einen Ort begeben, wo ganz viele Kinder sind, mit ganz vielen verzweifelnden Eltern und sagen, ha, wir haben keine Kinder dabei. Scheiße, ha? Chantal weint wieder. Ha, dein Problem. Ah. Wir haben die Kinder nicht dabei Vielleicht heute. mit einem alkoholischen Getränk noch. Das wird die ganze Geschichte erweitert. Und jetzt war im Trampolin. Mama, ich will noch mal zur Wasserrutsche. Nein, wir müssen jetzt heimfahren. Hey, Anjana, Geh mal nach sollen wir in die Wasserrutsche gehen? Wir sind ja erwachsen. Uns kann ja keiner was vorschreiben. Up. der Wahnsinn. Das ist ein super Plan. Das ist Schön. Ganz toll. Ja, die 2 sympathischen Mütter. Wir sind jetzt Wie lange haben wir jetzt schon gequatscht? Hast du da eine Uhrzeit? 5 Stunden. Ja, ich glaube, es wird dunkel. Wieso 5 Stunden? Die Eulen fliegen am Da Fenster steht was vorbei. mit 5 Oh. Stunden. Ich glaube nicht, dass das 5 Stunden heißen soll. Es hat einfach wieder von neu angefangen wahrscheinlich. Oh Gott. Und es wurde Keine nicht Ahnung. aufgezeichnet. Ja. Quack, 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 quack. Ja. Sehr schön. Wie ist das Gefühl über die Folge? Wir haben wieder viel gelacht. Ich finde Promi war Schon unseres. gut. Ich glaube auch, wir könnten dann noch viel länger über Promi reden, gell? Wem folgst du momentan? Instagram-Tipp? Oh, ich habe tatsächlich, du kennst mich ja, meine rosa Wolke. Ich habe hier so ein bisschen Happy Life Menschen, denen ich ja immer folge. Ich finde die Sarah Engels, heißt sie ja jetzt wieder. Ich finde sie sehr putzig. Ich finde sie einfach goldig. Ich finde auch ihren Ollen goldig und deswegen. Und der Pietro? Der hat sich jetzt Den eine fand ich noch Auszeignummer. nie. Ich weiß auch nicht, was die von dem wollte. Tut mir leid, der ist bestimmt ein total lustiges Kerlchen und total. Du bist voll die Schlampe. Ja, genau. Was ist das Video? Ja, genau. Das wäre. Ja, das liegt aber vielleicht auch an meinen persönlichen Vorzügen. Ich liebe ja Leo auch nur im Anzug. Also so in Casual. Datsen, wir hatten ja Film Kassen, wo ein Oscar gekriegt hat. Wer hat denn der Kassen?
Ach, für was hat er einen Oscar gekriegt? Ach ja, wo er da mit diesem Bart und im Blutschmatt-Schlamm rumgeworfen. Ich hätte ihn hier in Dingens, der große Gatsby oder Rendezvous mit Joe Black war jemand anderes. Und da fand ich aber Brad Pitt auch sehr geil. Oder hier, wie hieß denn das? Inception, da hat er auch noch Anzüge dran. Ich habe irgendwie ein totales, keine Ahnung. Aber das war schon gut. Aber wenn er von dick Steuerberatern ist und träumt. Geil. Na, schön. attraktive Steuerberater in Anzügen. Klar. Ja, kommen wir uns wenigstens in die Quere, gell? Irgendeinen Macken brauchen wir doch alle, oder? Ja. Finde ich schon. Ja, du hast ja einen Ingenieur geheiratet, der hat ja auch Anzüge. Genau. Hat aber länger keinen Anzug mehr. Nur im Homeoffice mit Pantoffeln und Unterhose. Aber er hat welche. Das Allergeilste war, wo er ja nach dieser ganzen Corona-Nummer irgendwann mal wieder nach gefühlten 80 Jahren ins Büro gegangen ist. Die Hemden sind kleiner geworden. Das stimmt. Die haben sich weggeschlichen nachts, haben sich in den Trockner geworfen. Nein, wir wollen kleiner sein. Also was da geht es aber, glaube ich, vielen so. Ja, aber das ist doch nicht schön. Mit diesen wunderschönen Worten. Genau, beschließen. Na, aber ich muss deinem Mann auch nur eine Nachricht senden. Vielen, vielen Dank, dass er heute die Kinderbetreuung übernommen hat. Dass du die Kette mal abgemacht hast heute. Dass ich mal raus durfte. Bis nach Niederbayern. Bis nach Niederbayern durfte, richtig. Ich habe jetzt wahrscheinlich einen Chip unter vielen der Haut. Vielen Dank. Ein Chip unter der Haut. Ja, so als Ortungschip. Oder? Bist du schon geimpft? Einmal. Ich auch. Und ich finde es irgendwie total komisch, dass ich jetzt gehört habe, dass ich habe ja BioNTech bekommen und dass es hieß, ja, da die sterben alle. Wahrscheinlich BioNTech muss sterben. Nein, dass man das wieder in 6 bis 12 Monaten, dann kommt die 3. Impfung. Ich weiß jemanden von meinem Noch-Ehemann, ein Kollege, der lebt in Tel Aviv, der hat jetzt die 3. gekriegt. Weil die waren im Januar komplett durchgeimpft. Und jetzt der hat jetzt die Auffrischung schon gekriegt. Ja, aber wie lange soll das denn gehen? Halbes Jahr oder so, ich weiß. Immer wieder? Ja, anscheinend. Da will ich aber dann nicht mehr. Da mag ich dann nicht mehr. Da können sie mich dann mal. Da müssen sie schon irgendwas bringen. Zweimal, ja? So wie in den USA, dass man frei Kinokarten bekommt. Also irgendwas will ich dafür schon bekommen. Ja, das gibt es ja manche Länder, da kriegst du richtig, richtig cool. Ja. Und ich glaube in Korea irgendwo kriegst du Strafe, wenn du die nicht impfen lässt. Und dann werden dir die Hände abgehackt. Schön, aber Amal Clooney ist dran. Und so schließt sich der Kreis, dass sie in Georges Haus kommen. Ohne Hände. Ja, ohne Hände. Nur mit Impfung. Da kann keiner was klauen. Schau, die wissen schon, wie es ist. Schön. Ach, na, ja. Danke, dass du warst. Es war wunderschön. Vielen Dank. Sehen wir uns dann oder hören wir uns dann im Dezember wieder? Ja, ich hoffe. Zu unserem wunderschönen Jahresrückblick. Ich hoffe. Schön, es war mir eine Freude. Ja. Hast du fein gemacht. Ja, ganz toll. Wahnsinn, gell? Ja, also, danke schön. Für alles, die es bisher geschafft haben, wolltest du nicht eigentlich einmal eine Urkunde ausdrücken? Stimmt! Ich habe sogar eine Zuschrift bekommen, die eine Urkunde wollte. Ist nicht dein Ernst? Und du wolltest die machen. Ja, wie wär's, wenn du mir das einfach sagst? Habe ich dir ein paar Mal gesagt? Nein. Doch? Nein. Doch? Ich mache eine Urkunde, versprochen. Es ist aus. Aus. Kommst du wieder. Vielen Dank, alles einen klar. Wunderschönen Sommer. Juhu, bis dann.